Schönen guten Morgen, Herr von Straßburg aus dem Europaparlament. Guten Morgen, Herr Goerens. Das ist die erste Plenarsitzungswoche vom neuen Jahr. Das ist aber nicht der einzige Grund, wieso das heute ein bisschen mehr speziell Plenjahr ist. Wir sind auch mittlerweile an der Halbzeit von der Legislaturperiode gekommen. So wird Usus, dass am Europaparlament einen neuen Präsident gewählt oder eine neue Präsidentin. Das ist der Schwur auf Roberta Metsola gefallen, die mit einer extrem großen Majorität gewählt ging. Herr Goerens, ist das eine gute Schwur gewesen? Ich meine, für gute Schwur schon noch Madame Metsola gewählt. Sie ist gedroht von einer Koalition von den Christdemokraten, also vom Parti Populaire Européen, von den Sozialisten und von uns. Ich wäre froh gewesen, wenn wir die gegen auch nach hätten, können wir dann die Koalition holen. Die hatten aber andere Prioritäten. Ich kann sagen, dass die Person, die am Stand ist, Europa würdig zu vertreten, eine faire Präsidentin zu sein. Und ich meine, aufgrund von ihrem Palmarès, Politik, wie es auch am même für Europa an den Enceinte, wo wirklich Politik mitgeht, wie zum Beispiel am Conseil Européen, als das Gremium, wo die Staats- und Regierungschefe normalerweise zusammenkommen, hier Fragen zu stellen. Ja. Da kommen wir dann noch schon direkt bei der französischen Präsidenz vom Conseil, die du geschwärzt. Die also seit dem 1. Januar aus Frankreich feiert die Präsidenz. Den Herr Macron hat just seine Prioritäten vorgestellt. Am Allgemeinen sind nur die richtigen Akzente gesagt für das nächste halbe Jahr. Also wir haben heute und eine Reunion geholt, die Seelen so ein hohes Niveau und so gute Qualität hat. Denn Emmanuel Macron ist Realist genug, für zu wissen, dass nicht alles kann machen, aber wenn er war, die Chantier gesagt, die haben abgemäht hat, schon während seiner Amtszeit von 2017, wenn er weiß, dass ein überzeugter Europäer ist, von den ganz wenigen, die an der Europäischen Union auch die Courage hatte, für Europa zu thematisieren, für aus Europa richtigen Enjeu zu machen an der Kampagne elektoral, dann haben wir dreimal denken, Überzeugungstäter zu denen am positiven Sinn vom Wort. Und er hat ganz gut verstanden, was die Leute wollen. Die Leute werden protegiert. Die Leute werden vorbereitet auf die Zukunft. Und er war am Anfang an all den Antworten, die viel Frohe gegeben hat, erstens tout à fait à la hauteur. Und zweitens als ein permanent an einer sogenannten Antizipation. Er weiß, als was der Zukunft muss gemäht gehen, jedenfalls das, was bis heute herausgegangen ist, das Kind nicht mehr klar kann artikulieren wie hin. Vielleicht aufschließend die Präsidenzen vom Conseil de l'Union, das ist nicht die permanente Präsidenz vom Conseil Européen, da gibt es einen Unterschied. Die Funktion vom Präsidenten du Conseil de l'Union, was Herr Macron lo ist, das ist am Anfang für die gesetzgeberischen Verfahren an der Europäischen Union zu koordinieren. Wenn das nicht gemäht wird, dann kommen wir nicht führen. Europa an der Europapolitik besteht nicht nur aus Gesetzen, aber auch aus Gesetzen. Nicht nur ein paar Prioritäten genannt, zum Beispiel Digitalisation weiterbringen, Protektion von den Usern auf den Plattformen, Responsabilität, und auch die Responsabilisation von den Exploitanten von den Plattformen, den industriellen Nachholbedarf, den die Europapolitik hat, die Schwur, die man muss machen während der Krise, die nach nicht drüber ist, und auch nach der Krise, Mutualisation von den Erfahrungen, alles das wird Angang von an den Diskursen. Ich kann dem so nicht fahren, mich total an dem, was Haut gesagt hat. Okay. Dann schlage ich vor, dass wir 6 Monate darauf zurückgucken, inwiefern den Herr Macron an Präsidenz die Ziele erreicht haben. Ich soll nicht aber mal an nächster Linie vielmals merci für das Nachgucken und wir melden uns nächste Monat bei der nächsten Plenarsitzungswoche. Vielmals merci.